Dead Space. Oh mein Gott. Ey Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Dead Space. Ein bisschen älter schon, 2008, aber richtig cooles Spiel und passend zur Halloween-Zeit, ne? Also freut euch schon mal drauf, wie ich mich hier zum Affen mache. Wegen Erschrecken und so. Oder besser gesagt, zum... nee, will ich jetzt hier nicht hören. Eieiei. Wie gesagt, erlebt mit, wie ich mich zum Affen mache. Oder besser gesagt, zum Angsthasen. Ne, verstanden. Ne, egal. Ich hab's schon ein bisschen gespielt. Etwa eine Stunde oder so. Hab's dann allerdings für ein Let's Play aufheben wollen. Weil ich mir denke, das Spiel ist nur interessant zum Gucken, wenn der Typ es auch blind spielt. Ich habe allerdings leider keine Facecam, wo ihr dann noch mein Gesicht sehen könntet, wenn ich hier mal erschrecke oder so. Tja, ist halt ein bisschen blöder, aber vielleicht dann bei Dead Space 2, wenn ich das mal Let's Play. Mal gucken. Wir spielen das Ganze auf Mittel und starten einfach mal. Ja. Also ich kenne das Spielprinzip schon und auch die Story im Großen und Ganzen, aber ich habe es, wie gesagt, noch nicht richtig gespielt. Und das Ganze wird in 15 Minuten Parts aufgenommen. Und es ist blind, wie gesagt, von einem gewissen Zeitpunkt an. Ich werde dann genauer sagen, wann. Und jetzt gucken wir uns erstmal die Cutscene an. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Beeindruckend. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura. Hier spricht das Notfallteam der USG Callion in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr? Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein. Mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße. Sir, die Undock-Probe. Was ist los? Wir sind auf dem Kurs. Wir haben in die Hölle. Fahren Sie die Schäde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sind Sie irre? Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark.
soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Oh yeah, sehen wir cool aus. Naja. So. Ja, ich weiß doch, wie man geht. Für diejenigen unter euch, die das Spiel nicht gespielt haben, aber zum Beispiel Resident Evil gezockt haben, so kann man sich die Steuerung ungefähr vorstellen. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Hm. Oh, Dokumentation. Okay, wohin genau? Kisten. Ich schätze, können wir schon? Nee, wir können uns nicht schlagen. Schade. Okay. Schalter benutzt Türen öffnen, bla bla bla. Ja. Wenn sie blau ist, dann ist sie offen quasi, und wenn sie rot ist, dann ist sie zu. Okay. Blatt. Okay. Alter, und noch mehr Blut. Eigentlich sollten wir jetzt ja schnallen, dass hier was falsch läuft. Aber naja. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenwelt, ich Schadenswürdig. empfange keinerlei Signale. Boah, da ist ja eine Menge kaputt. Die Nehmen was das Rote, das kaputt ist. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Okay. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie, Alter, nur ruhig. wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Okay, also erkläre ich kurz das Zeugs. Lokalisier ist so ein, ja, so ein GPS, kann man sagen. Dann halt die Karte, die mich übelst an die Karte aus Luigi's Mansion. Mansion? Ne, Menschen spricht man das, glaube ich, aus. Erinnert. Und Aufgabenbildschirm, das ist halt einfach unsere Aufgabe, logischerweise. Die Quest, kann man sagen. Gut. Und wir müssen hier hin. Ja, Schadensbericht laden. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Ja, das habe ich ja Das System schon. ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Ey, gar nicht Was zum schön. Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Oh oh, Irgendwas ist hier mit uns im Raum. right behind you. Naja. Ist zwar nicht ganz Meet the Spy, ne? Aber so halbwegs. Oh, verschwinden. Okay. Ah. Oh my god. Oh oh. Run, Forrest, run! Oh my god! Mach das Ding auf. Oh oh. Und mach das Ding zu. Huh. Oh oh. Was ist denn das, Alter? Boah. Boah, heftige Fahrstuhltür. Hey, hey, hey.
Also ihr merkt schon, das Spiel ist nichts für schwache Gemüter. Also wenn ihr das nicht so verkraften könnt, wegschalten, weil das wird noch schlimmer. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe es noch nicht viel gezockt, wie gesagt, nur irgendwie bis zum... Den ersten Boss habe ich schon gekillt, glaube ich. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber das war's dann auch schon. Oder war es im zweiten, wo ich den ersten geholt habe? Na egal. So, das ist unsere Waffe, der Plasma Cutter. Der schießt so wie eine Klinge, kann man sagen. Entweder so, also von unten nach oben oder links nach rechts. Wenn mir jetzt gerade die Fachausdrücke entfallen sind. Na egal. So. Ja. Standardsteuerung halt. Dann können wir schlagen. So, und... Oh. Sorry. Alter, Bein abgetreten. Der hat einen harten Tritt. Irgendwann ist Isaac übelst der Fußballspieler. Weil, wenn man zum Beispiel irgendwelche Leichen oder so, so drüber rennt, dann fliegt übelst weg, ist richtig geil. Das Treten hier können wir benutzen, um solche Container, die ich da gerade kaputt gemacht habe, zu zerstören. Und da hat es dann halt Geld und Muni und so Zeugs drin. Da hat einer Hilfe gerufen. Oh, trifft doch. Ah, geht doch. Oh oh. Ah! Alter, was bist denn du für ein Vieh? Oh! Ih, was kommt denn da raus? Oh, und der ist weg. Kurz mal nachladen. Zack! Eieiei. Also im Moment spielen wir eine Runde Fußball. Juhu! Naja. Boah! Der war nicht schlecht. Plah. Eieiei. Rector ein bisschen übertrieben hier. Na egal. War hier hinten noch was? Ne, der Typ, der hatte was dabei. Oh, ey. Übelst harter Tritt, da war beide Beine weg, ey. Eieiei, Isaac. In dem Spiel werde ich wohl öfters mal so einen Insider benutzen, weil... Ja, das habe ich mir angewöhnt, dass ein TS-Conf ist mit meinen Kumpels. Oh my goodness. Ne, wenn ich mit meinen Kumpels im TS bin, wir gingen halt alle an dieselbe Schule, so im Großen und Ganzen. Und da gab es einen Lehrer, der heißt immer noch Isha. Und das Spiel hier ist einfach zu perfekt für dieses, ja, für diesen Insider, weil erstmal heißt das Raumschiff Ishimura, also fast wieder, also, ne, Ish und Isher, war ja der Lehrer. Und das Geile ist, der Lehrer hatte eine Glatze. Der war aber übelst jung eigentlich. Ich glaube, der war nur so um die... Keine Ahnung, so um die 30 vielleicht. Hatte aber eine Glatze. Und die ganzen Viecher, die auf dich loskommen, haben alle eine Glatze. Das ist irgendwie ein bisschen verdächtig, ne? Aber naja. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Zurück! Lüftungsschächte also. Gar nicht schön. Also nochmal Leute, falls ich mal zu so einem Vieh Isha sage, das liegt daran, dass das ein Lehrer meiner alten Schule war und der hatte eine Glatze und... Ne. Ist halt auch so. Hallo. Kannst du glauben, dass du es geschafft hast? Ja. Überlebenskünstler. Da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind Sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie, Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Danke. Das ist nicht ganz ein guter Ersatz, finde ich. Aber egal.
Ja, habe ich doch schon gecheckt, dass die Karte hier ist. Gut. Und jetzt gucke ich mich hier erstmal ein bisschen um. Was haben wir hier? Platine benötigt. Haben wir hier noch was? Nö, ich glaube nicht. Naja. Gut, ich glaube der Part ist jetzt ein bisschen kürzer, weil ich will hier aufhören für den ersten Part, weil hier gleich eine Speicherstation ist. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch auf das Let's Play. Also, ich nicht, ne? Ne, natürlich freue ich mich, weil das Spiel ist richtig geil. Und, ja, also, macht euch schon mal ein bisschen drauf gefasst, dass ich hier manchmal ein bisschen schreie und so, ne? Also, nicht laut wahrscheinlich, aber, naja. Kann schon mal passieren. Egal. Jedenfalls passt es, wie gesagt, zu Halloween das ganze Let's Play stattfinden. Der zweite Teil wird auch irgendwann kommen, das weiß ich jetzt schon. Allerdings weiß ich noch nicht, ob ich abwarte bis in den nächsten Oktober, sprich 2013, wenn die Welt untergeht. Sowieso scheißegal. Und ansonsten mache ich es vielleicht auch mal einfach nach diesem Projekt irgendwann. Naja, mal gucken. Gut, in der nächsten Folge oder im nächsten Part machen wir uns auf, dieses komische Zeugs zu reparieren. Ja. Dann save ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, ich hatte schon mal einen Versuch mit der Aufnahme, allerdings ging der daneben. Überschreiben, ja, gerne. So, dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Bis dann.